Gurgel tut die auf. Aha. Ah, tut das gut. Ja, was ist? Kann das sein, dass ich nur einen mag? Ich mag nur einen, gell? Ja. 2 Schnapsel in Ehren kann niemand verwehren. Ui, die Bauernregel. Ivi! Du musst auf Zeit, Ivi! Großvater, du bist auch da. Ja, ich bin auch da. Oder ist er womöglich nicht recht? Grüß dich, Markus. Grüß dich, Kreuzpointner. Freilich ist mir recht. Aber ich hab bloß gemeint, weil du sonst bei dem schönen Wetter immer draußen sitzt. Ja, mein Dirndl, früher, weißt schon. Früher, wie unser Großinquisitor das Rauchen noch nicht unter Todesstrafe gestellt hat. Da hab ich gern auf der Hausbank einmal ein Pfeiferl geraucht, nicht? Aber jetzt ist er sie dauernd hinter mir her, meine Erzfeindin, ob's mir nicht irgendein Geschäft anschaffen kann, nicht? So wie gestern das Kartoffelschein. Aber derer hab ich was gesagt. Ja, ja. Ich hab da doch jemand gesehen, der auf die Nacht Kartoffeln geschält hat. Ja? Ja, sie hat die besseren Argumente gehabt. Geht so, da fällt einem doch kein Zacken aus der Krone, oder? Ich meine, ich hab selber auch schon mal Kartoffeln geschält. Ja, so schaust du aus. Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. All die Bauernregel an. Aber was willst du von einem verlangen, der in der Stadt drin studiert, gell? Tja, und wenn ich dann einmal Doktor bin, dann bist du froh, wenn ich deinen Rheumatismus kuriere. Oh, mein Bub. Bis du Doktor bist, dabei schauen wir jeder Diesel von unten. Großvater, das, wenn die Teres wieder gesehen wird. Kriegst du nicht meine Stiefeln her? Die rammen wir schon selber auf. Echt? Der Großvater wird auch immer sonderbarer. In dem Alter hat ja das Recht dazu. Also manchmal glaube ich, du meinst das auch, was du sagst. Jetzt lass uns nicht rumdiskutieren. Es gibt nämlich was Wichtigeres. Ja, jetzt sind wir allein, Markus. Was ist denn los? Was hast du mir denn so brisant zum Sagen? Ja, also weißt du, Evi, das ist nicht so einfach und ich weiß auch gar nicht, ob du mich verstehst. Also, wenn du mir sagst, dann kann ich dir auch sagen, ob ich dich verstehe. Du Akademiker, du Oberschlauer. Ja, bei uns auf der Uni, ich meine, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber kannst mir du einen Backerlauf hin? Bis jetzt hast du nur geredet, aber nichts gesagt, also tu her. Sportspiele übereinander! In uns fällt man immer untereinander und damit der Schlagen, glaubt das? Der zukünftige Herr Professor. Kannst dich auch angesprochen fühlen, was ich gerade gesagt habe über die Mannsbilder. Was willst du überhaupt da? Teres. Was du willst, frage dich. Ja, ich wollte eh gerade gehen. Ja? Ich wollte bloß noch kurz sagen zur Evi. Sag. Also dann, Evi, bis nächste Woche in Kälte. Aber du wolltest mir doch noch. Ja, Evi, Für gut. ich schreib da alles. Mannsbilder übereinander. Na, da schau her. Sitzt doch der alte Verlottet da draußen auf der Bank, du und er, stiert in die Luft. Vor einer Stunde habe ich ihm schon gesagt, er soll die Erbsen da ausperlen. Aber na, was tut er? Er sitzt auf der Hausbank draußen und stiert in die Luft. Xaver, komm sofort rein! Ja, Xaver, Erbsen ausperlen! Nein, sonst noch was. Ich bin doch nicht dein Polante. Soll ich vielleicht die Erbsen Nein, das sollte nur er machen. Bloß damit er sich recht ärgert dabei, gell? Xaver, wenn du gleich reinkommst, dann versprich ich dir, dass ich das Flascherl Schnaps, das ich gefunden hab, nicht in Ausguss reinschütt. Er, der 7 Gescheite, hat gemeint, er kann mich ausschmieren, hat er gemeint. Du, sag ja, wenn ich nicht zufällig die Spinnweben vom Herrgott sein Gesicht runter da hätte, dann hätte ich das Flascherl Schnaps nie da hinten gefunden. Ja, sowas nennt man göttliche Fügung. Wo möchtest denn du einen Schnaps gefunden haben? Da! Oder willst du vielleicht leugnen, dass das Teufelszeug dir gehört? Also, dir kommt ja schon gar nichts aus, gell? Nein, da kannst du Gift draufnehmen. Ja, also nachher, tu es wieder her. Na. Ja, ich bär dir auch das Zeug da aus. Vom Hergeben habe ich nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn nicht in Ausguss nehme. Also, ich bin im Stall, wenn was ist. Bei eurer ewigen Hacklerei muss ich nicht dabei sein. Das für eine Logik. Wenn du mir nicht gibst den Schnaps, kannst du gerade so gut wegschütten, da hab ich auch nichts davon. Ja, wart nur ab, du wart ab. Vielleicht kriegst du, wenn's Christkindl
kommt, Ja, gell? lieber war mal, als wäre die selber gestrickte schafwollene Unterhosen vom vorigen Jahr. Mein Lieber, die hat er, den Türken, die hat er vielleicht bissen. Das ist eine Weiberarbeit, ist das sonst nix. Ja, wenn dir das lieber ist, dann tust halt du Sockernstopfer, oder? Da sind meine Bratzen zu grob. Ja. Ich weiß ja, Klingster. Ja. Mein Lieber, bei dir ist ja wie beim Militär, hast du gehört. Wieso denn? Ja, da hat uns auch wieder der Spieß angetrieben. Du, ich treib dich nicht an, na, fällt mir doch gar nicht ein. Na. Schau, bis zum Winter, da wirst du schon fertig werden. Wenn's denn da lebst. Also das sage ich dir, wenn ich nichts mehr erlebe, aber die überlebe ich noch. Und wenn es gerade um einen Tag ist. Und deine Beine schmeiße ich noch die Birnen vom Bann. Ja. Ja, das werden wir dann sehen, das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. Ich hab schon manches überlebt. Ja, und sogar deine Zille, gell? Gott hab sie selig, ja. Du lass meine Ziele aus dem Spiel, gell, die arme Haut. Mir gang's wesentlich besser, wenn sie noch bei mir war. Ja, das glaube ich dir gern. Denn meine seelensgute Schwester, oh Gott hab sie selig, die hat ja alles ausgelassen. Das Rauchen, Saufen und womöglich auch noch die Weibergeschichten, gell? Du hast ja nie was auslassen, du. Ja, warum denn auch? Das Leben ist kurz wie ein Kinderheld. Kurz und bescheiden. Was? Bescheiden. Ja, nur bei der Arbeit, da hast du zwei linke Hände, gell? Na, ich danke schön für so einen Kerl. Ja, du hast ja auch niemand erwischt. Grad nur hätte ich haben können, grad nur. Aber lauter solche, wie du bist. Ja, was denn du jetzt langsamer, gell? Himmel noch mal. Du. Red dich nicht auf, sonst bist du ganz schnell da drum, gell? Ja, im Fegfeuer bin ich jetzt schon. Na, geh. Hätte deine Schmeicheleien für später auf. Es darf ich wieder die Erbsen ausperlen. Na, sowas. Sagst du was? Der gehst nicht weg, nur der Viech. Wie lintiges gestern. Was soll denn ich suchen? Weißt du, umeinander fuchtelst da drum. Ja, das ist wegen der Bewegung, gell? Ach so. Ja. Weil in meinem Alter darf man nicht mehr zu lang sitzen, weißt? Sonst rost man rein. Wer rastet, au, der rostet. Ja, Alte Bauernriegel. ja, dann ist schon gut, gell? Ja, und jetzt schau, dass du den Stall rauskommst. Die Bläss wartet auf deinen allergnädigsten Besuch. So. So. Na, wo ist denn? Ob ich mir's nicht gedacht hab, fleißig war's die Teres. Alles hat's durchgesucht, alles. So. Ja. Ja, was ist denn? Geh auf, lur der Fisch. Ja, rein, wenn's kein Schneider ist. Ja. Servus gesagt! Ja. Ja, sag einmal. Ja, bist jetzt du narrisch geworden? So, der Viech da oben, der Herr, grüß dich. Ja, was hast denn du vor? Gehst du wieder auf die Jagd? Freilich, Ja und? Hast du was getroffen? das glaubst, da schau her. Haha, das da. Hast wieder überlistet deinen Archaeopteryx brutalis domesticus. Hä? Im Volksmund auch der Hausdrache genannt. Ach so, Ja. ja. Weißt du, auf gescheite Hähnen frisst der Fuchs. Hä? Alte Bauernrind. Da muss ich schon früher aufstehen, weißt du. Du, was ist was bei Medizin dabei? Prahle, so wie es ausgemacht war. Ja, brav, Oh. sag ich schön. Dann gehen wir's gleich an, gell? Da haben wir schon gleich, abgespült sind schon. Respekt! Der kluge Mann hat seinen Hausstand allerweit dabei. Genau. Ich bin ein wandelnder Geschirrschrank, musst du wissen. Ja, wie wir es beim Militär gelernt haben. Immer alles am Mann. Zu Befehl. Prost. Prost. Ui. Oh, der Bredobri. Vogelbär, hä? Mein Lieber, der walmt den alten Mo. Der mein... Was? Mein Hustensaft.
Also viel ist dir da voll nicht eingefallen, das sag ich dir. Naja, was soll man auch von einem Viechdoktor noch eine Fantasie verlangen, gell? Bin zu Tränen gerührt über deine Dankbarkeit, Ja, gell? ja. Was ist, mögen wir noch einen? Naja, einen noch auf dem Weg. Ja, schließlich muss ich in den Stall. Ja. Und das gehört sich nicht, dass der Viechdoktor bei einer Geburt besoffen ist. Ja, du hast recht. Hernach sichte ich das Kalbe und krieg vor lauter Schrecken einen Rinderwahnsinn. Schaffer, sowas sagt man nicht einmal im Spaß, gell? Ist in Ordnung? Dann bleibst du nüchtern und mir bleibt mehr. Ja. Ja, das Geld machst du mit dem Jungen. Ja, ist ja gut. Aber jetzt bitte sag mal, warum ich dir ausgerechnet im Hustensaftflascherl einen Schnaps bringen muss. Der ist für die Tieres. Was? Ja? Ja, seit wann trinken die Teres einen Schnaps? Okay, die trinkt ja keinen Schnaps. Höchstens auf Weihnachten oder auf Silvester. Und dann nur ihr Eierlikörle, gell? Nein, der ist, damit sie ihn findet, verstehst? Und dann hat er rechte Freude und gemeint, ich hab nichts mehr. Du hast nichts Ja, mehr. das Menschenglaube ist sein Himmelreich, nicht? Geh, mit der spielt doch ich wie die Katz mit der Maus. Schaffer, Herr Doktor? du bist für ein ganzer Durchtriebener, gell? Ja, mein Gott, was tut man nicht alles für die Gesundheit? Ja, wir sehen uns ja nachher, gell? Ja, du? Ja. Tu mir für die Weiberlampe nur aufhalten, gell? Damit ich mein Pfeiferl in Ruhe rauchen kann. Schaffer, gute Besserung. Danke, Herr Doktor, danke sehr. So, jetzt sollte ich gehen eigentlich. Was? Wenn's die Hälfte wegschüttet, ist gelangt auch. Ui, das war ein bisschen ein großer Schluck. Aha. So, jetzt brauchen wir noch einen Tabak. So. Einen Tabak. Was ist denn? Herrschaftszeiten. Ja, das war ja jetzt schon gut, wenn ich selber nicht mehr wisse, wo ich was versteckt hab. Ah, es ist ja Sommer, mein. Es ist ja Sommer. So, mein Lieber, auf dieses raffinistische Versteck kommt's mir oder lebt doch nicht. So. Tabak ist ein edles Kraut, ob man ihn schnupft, raucht oder kaut. Alte Bauernregel. Ja, Herr Rhein. Grüß dich, Ochsenbauer. Du bist es. Ich hab schon gemeint, die Tieres war's. Okay, Schaffer, schau mich doch an. Erstens einmal habe ich eine ganz andere Figurinie, verstehst du? Und zweitens einmal klopft doch die Teres auch nicht. Was weiß man? Der traue ich alles zu. Sogar, dass sie klopft. Bloß damit ich im Einer so, es war wer anders, verstehst? Und, was bringst du mir den Schins? Nix. Heute ist Sonntag. Nix? Du machst doch hoffentlich einen Spaß. Warum? Wartest auf die Kirchenzeitung. Okay, ja, da auf, die lese ich nicht. Nein, das ist mir zu anspruchsvoll, weißt Sauber. Da, deine Lieferung. Also, ja, Gott sei Dank. Ich habe schon gemeint, du hast das vergessen. Du, der Kram hat gesagt, das ist ein ganz gut, ein ganz was Neues und Feines. Es ist ein Kreuz. Mit meinem Reis Matthias komme ich ja nicht mehr aufs Ralllaufen und in Nachbarorten über nicht. Und wenn ich bei unserem Kram einkaufe, naja, fahrt's als erstes die Tieres. Verstehst? Was ist schon, setz dich wieder. Rauch ein Pfeiferl mit, damit wir's ordentlich dampfen lassen können. Also, eigentlich habe ich für nicht recht viel Zeit. Ja, geh weiter. Muss da am Ende noch jemand dann heimlich an Tabak liefern? Tabak ist es nicht, aber eine heimliche Lieferung ist es Geh trotzdem. weiter. Ist am Ende Schnaps? Schnaps ist es auch nicht, aber trotzdem was Scharfes. Ja, jetzt machst du mich aber neugierig. Großvater, versteck deinen Schnaps und hör zum Rauchen auf. Grüß dich, Schorsch. Grüß dich, gute Eva. Die Teres kommt. Wer weiß denn du, dass ich einen Schnaps versteckt hab? Weil ich zufällig einmal einen gefunden hab. Du weißt was, dann bring doch das in der Teres ihr Kammer und versteck's unter ihrer Reizwäsche. Als Raucher brauchen wir nicht aufhören, weil das riecht so nachher sowieso. Ich sag dann ganz einfach, das war eine Spende vom Schorsch. So ist es. Dann kriegst du, ja verschwind. Dann kriegst nämlich du deinen Anschiss von ihr. Ja, freilich, ein bisschen hier mal wieder, gell? Ja. Ich sag dir nichts, Sauber.
Warum versteckt jetzt die Evi ausgerechnet ist bei der Teres in ihrer Kammer? Weil das der einzige Ort ist, an dem sie nicht sucht. Aber lieber, du wärst ja so ausgeschämter sein. Jetzt kann man mal sagen, ihr zwei. Ja, an gute Ideen hat's mir noch nie gemangelt. Weißt du, man wird alt wie eine Kuh und lernt doch immer was dazu. Alte Bauernregel. Schaffen mit so einem Hirn, da könnte sogar ein Politiker was lernen von Geh dir. weiter. Bist war der Sollerneueste, dass man zu der Politik ein Hirn braucht. Ich mein, du warst ja auch einmal unser Bürgermeister, nicht? Du, das war noch vor deiner Zeit, gell? Ja, aber kandidiert der Hubert nicht auch für das Amt? Ja, das ist ja gerade, weil er kein Hirn hat, darum möchte er in Politik. Was ist, Evi? Haben wir eigentlich eine Stierkeibe gekriegt? Freilich. Ein ganz liebes auch noch. Geh weiter. Ja, da hast du gerade vorhin gesagt, dass er Stierkeibe wird. Ja, sonst. Ich schau kein Trager das Viech bloß an und weiß sofort Bescheid. Aha. Sofort. Alte Bauernregel. Was macht's wohl nicht übereinander, ha? Sogar am Tag des Herrn, da wird geraucht wie ein Lokomotiv und gesoffen wie die Raubritter. Schauen soll's euch! Ja, da kommt ein Gewitter, gell? Ich glaub, ich muss mein Post austragen. Heut am Sonntag, du Verlotto, liegen jetzt und fluchen und Gott lästern. Oh, ich werd noch mal der Teufel holen. Sie hörten das Wort zum Sonntag. Was ist jetzt das, ha? Ja, um Gottes Willen. Ja, was liegt denn da drunten, ha? Ah! Ja, der Verlott, der Hundsmiserable, die ha. Aber wenn der glaubt, der kann mich abschrecken, dann hat er sie brennt. Ah, Bürscherl, hab ich dich jetzt erwischt, ha, du? Mein Mo, das magst du mir nicht umsonst. Na. So. Jetzt. Oh. So. So, da. Hast du gemeint, du bist mir zu gescheit? Na. So gescheit wie du bist, bin ich auch. Was tust denn du da? Ah! Was aufnehmen, tu ich, was aufnehmen. Oder? Hast du gemeint, ich warte auf einen Zug, ha? Was ist denn runtergefallen? Ein Mausfall? Ja. Wo kommt denn die her? Ah, die hat bestimmt Katzen untergestellt für die Maus. Ja. Die Katze, Mausfall. Ja, heute bei den modernen Zeiten, da wollen sogar die Viecher selber nichts mehr arbeiten. Ja. Tu's weg, sonst taugt nur wer rein, gell? Mama, ich fahr jetzt ins Kino. Ah, ist mit dem Herz allerliebsten Markus nichts mehr, ha? Warum? Na, im Morgen, weil du auf Männerfang aus bist. Die Männer fahren. Ja, weil du ausstaffiert bist. Ja, das geht zu. Lass die in Ruhe. Hilf mir du auch zu ihr. Aber dann wirst du sehen, gell, wenn's daherkommt und ist in andere Umstände und kein Mensch weiß, wer der Vater ist. Bloß weil eine ins Kino geht, kommt so lange in andere Umstände. Ich mag nur einen Markus, das weißt du ganz genau.
Und solange der in München studiert, werde ich doch einmal mit der Malis ins Kino gehen dürfen. Ja du, und was studiert ihr denn schon, ha? Saufen, Rauchen und Weiberleid. Ja, aber das brauchen die Mannsbrüder nicht studieren. Das kennen sie von Geburt an. Ja, wie der Hundsbein. Und vor allen Dingen, der Markus ist der Erste, der sich einbaut in unserem Dorf, dass er studieren muss. Bloß weil sein Vater Bürgermeister zufällig ist, gell? Meint er hat die Gescheitheit mit Löffel gefressen. Ja. Dass jetzt du immer über Markus schimpfen musst. Ja, hilf nur zu auch, tut ihm nichts nutzt du, dann wirst du schon sehen, wie weit das kommt. Wenn er ehrliche Absichten hätte, dann darf er wirklich um die Evi anhalten und das einmal da das Ding übernehmen, den Hof. Wenn er aber mal Doktor werden will. Na, wenn er Doktor wär's, ja. Doktor gibt's nur und keiner hat eine Ahnung. Mein Gott, was war das, wie ich früher noch jung war? Schon. Aber in den 150 Jahren hat sich so manches geändert. Du kriegst, Gewalter. Du bist bei lang nicht groß für ein Watschen, gell? Also, wie ich noch jung war, na, da ist man mit dem Wedam zur alten Lindnerin gegangen. Ja, das war unser Kräuterweiberl. Die hat für jede Krankheit einen Tee gehabt oder einen Salm. Und zu größeren Sachen, da ist man dann zu unserem Bader gegangen. Ja, und an einem Blindarm ist man dann gestorben. Da hat man halt einen Pech gehabt, gell? Mein Gott, ich darf mich niemals von einem Mannsbild aufschneiden lassen. Kein Mensch verlangt von dir, dass du dich aufschneiden lassen sollst. Ja, Aber deswegen kann doch der Markus trotzdem ein Doktor werden. Kann das sein, dass er Zahnarzt werden will? ich brauch keinen Zahnarzt nimmer. Na. Ich hab meine dritten Zähne und ich bin recht zufrieden damit. Ja. Und die hast du von einem Kräuterweiberl schnipsen lassen. Du Rotspippen, du Freche, gell? Teres. Weißt ja auch immer alles ausgehen lässt. Mein Gott, mitten unter der Woche fortgehen. Was hätt's denn das früher schon gegeben? Ja, da muss doch was Unsittliches dabei rauskommen. Sie geht doch bloß ins Kino mit der Malis. Das Kino allein ist schon unsittlich, sagt unser Herr Pfarrer. Und dann die Malis. Die Malis ist ja das Gift für das Madel. Was hast du jetzt wieder gegen die Malis? Ein Kind hat's, verheiratet ist und am Dienstag geht's ins Kino. Geh weiter, da musst du... Da, schau her, darfst deiner Mutter helfen. Bei der Schneiderei war gescheiter. Das kannst du doch gar nicht. Ich habe eine Schneiderei gelernt, aber die Evi... Ja, die hat zwei linke Hände. Genauso wie ihr Vater und ihr Großvater. Ja, dann bring sie halt bei. Ja, lern sie halt. Du hast das ja auch gelernt. Geht zu jetzt, Evi, und macht euch einen schönen Abend. Ja, du dir auch. Aber wenn die Therese halt schon den ganzen Abend spinnt. Aber, du freche Hähne, warst du hier, ja? Entschuldige, Tante Therese. Aber was tut man denn, wenn man an einem Spinnradl sitzt? Na, Mama. Jugend hat keine Tugend, gell? Mein Gott. Aber ihr werdet euch noch mal anschauen. Gute Nacht, schöne Bayerin. So, da jetzt. Was ist? Gehst du auch ins Kino? Ich? Nein, wieso? Ja, weil du so ausstaffiert bist, schaut der Garage so aus. Oder? Teres, geh zu, lass den Hubert in Ruhe, gell? Lass ihn, Kathi. Geh. Der geht bloß der Vater ab. Wenn du den nicht sekieren kann, dann musst du sie an einen anderen halten, verstehst? Gell? Ist dir wieder einmal langweilig? Nein, mir ist nicht langweilig. Ich hab gar keine Zeit dazu, nein. Musst du nur Brotzeug, bevor du gehst, Hubert? Nein, du, mir pressiert's wirklich auf die Sitzung. Die fangen pünktlich um 7:30 an, gell? Mei, Sitzung, sagt man. Dabei wär geschufen bis in die Nacht rein. Ja, mein Teres, das ist ein alter Schnee. Arbeiten macht durstig. Und ich hab euch aber genug, gell? Du, ich hab auch gearbeitet nur und bin nicht durstig. Ich glaub, das Privileg habt's nur ihr Mannsbrüder, ha? Ja, mei, wie es der Herrgott gemacht hat, gell? So sind wir. Ja, ich glaub allerweil, euch hat der Teufel gemacht, euch Mannsbrüder. Geh, Teres, jetzt rinnst du aber in die Kirchen und kennst nicht einmal die Schöpfungsgeschichten. Ja, keine Angst. Du, ich weiß besser Bescheid, aber du musst erst katholisch werden, gell? Ja, du machst mich schon noch katholisch, das ist gewiss. Als nächstes gehe ich dann Wallfahrten und bitte, dass dir vom Himmel drum auf der Scherenschleifergoschen fällt. Hubert! Ist auch wahr, auch. Ja, der Apfel, der fällt nicht weit vom Birnbaum. Aber du bist schuld, Kathi, dass er so geworden ist, ja, wie der Xaver.
Ich hab mich Zeit meines Lebens bemüht, dass ein gescheites, richtiges Mannsbild aus ihm geworden ist. Er ist ein gescheites Mannsbild. Ja, du wirst das wissen. Ja, ich weiß das. Gell, Hubert? Freilich. Im Stall bin ich jetzt fertig. Ja, schön, wenn im Haus gelacht wird. Das muss der Therese sagen. Ich hab in dem Haus nichts zum Lachen, das ist einmal gewiss. Also, Therese, wer nicht lacht, der wär krank. Meine Kinder lachen das ganze Jahr nicht und sind auch pumperl gesund. Holst die zu für eine Kur, hä? Jetzt fang nicht du auch noch an, Hubert, gell? Ich sag einmal, ja, was ist jetzt das? Zeigt jetzt ja euer Landkarten selber. Du freilich, Fichtukter, da schau her. Das ist der Chiemsee. Ja, ja, und da ist die Insel und da ist das Schloss. Ja. Pass auf, das ist ein Schnittmuster. Du, Fichtukter, wenn du einmal eine tüchtige Schneiderin brauchst du bloß sagen, gell? Sagt der für mal, Weil ihr weißt, was ist. macht sich die Katjas Kron selber. Respekt. Na, geht aber mal schon die richtige rausgesucht. Du hast mich rausgesucht. Freilich, warum denn nicht, hä? Ja, wer was nimmt. Du und raussuchen. Du findest ja nicht einmal einen Baum im Wald. Da hat die Katze schon dazu da müssen, dass zu eurem großen Hof gekommen ist. Jetzt langt's aber, Therese, gell? Freilich doch wahr. Wo bist denn du schon rausgekommen, ha du? Also, wie ich schon gesagt habe, Mama, der Bless und dem Kai, wie geht's gut? Ja, war ein Wunder bei meiner Pflege, gell? Ich bin ja praktisch fürs Viecherlohr zuständig. Ja, und darum wird's da nie. Nein. Über deine Arbeit sagt kein Mensch was, Therese. Ah, nicht? Mhm. Ja, die Evi hilft dir auch brav mit, oder? Ja, das schon. Aber gescheiter was, sie darf einen tüchtigen, reichen Bauern heiraten und nicht so einen Windhund, der wo nur die Lumperei studiert. Ein Doktor ist auch was Gescheites. Ja, wenn es wert. Aber noch ist es nicht, gell? Mein Gott, man hört nur im Dorf, dass er noch gar nicht fertig ist mit der Studiererei. Bloß, dass er sein Vater Haus und Hof verstudiert, ja? Ich habe auch in München studiert. Ja und, schaut die an, was ist denn rausgekommen dabei? Dankeschön. Sehr nett. Ja. Heute hat's wieder richtig der Hofer gestochen, die Therese, gell? Heute? So ist sie immer, gell? Ja, rein. Grüß euch Gott, ohne miteinander, Weiber und Mann, grüß euch Gott. Jawohl. Was ist? Der schaffen wir nicht da. Nein. Hab ich die nicht heute schon mal vorbeigesehen, ne? Nie? Ach, da täuscht dich. Das heißt eigentlich schon, aber dann hab ich euer gestrenger Hofhund so angeschaut. Und bevor ich mich von dem abfieseln lasse, habe ich mir gedacht, bringe ich die Post am Rückweg vorbei. Gell? Ja, heute um 7:30 auf die Nacht, ha? Wo ist denn überhaupt die Evi, für die hätte ich auch was? Die ist im Kino. Ja, was läuft denn überhaupt für einen Film? Das herkommt. Nein, das muss ja das selber geben. Ich habe noch dazu eingeschrieben, gell? Ja. Ja, ich unterschreibe das schon. Ich geb's ja Ja, was hat er hier zum Schreien? Du, neugierig bist du gar nicht, gell? Nein, das war ich noch nie. Nein. Von Markus ist das Bakel, falls du es wissen willst. Ja. Und? Was hat denn der zum Schicker? Schaut rein. Gibt doch gar nicht in Frage. Das musst du selber aufmachen. Hey, So, also dann geh jetzt wieder für dein Gott. Für heute mache ich Schluss. So. ja, halt. Wenn du eine Lieferung hast für deinen neuen Spätzle, für deinen alten vielmehr, dann gehst zum Feigeln unter. Der feiert seinen 85. heute, ja? Für euch Gott. Warte, ich geh gleich mit mir jetzt auf die Sitzung, gell? Und wir nicht wieder so spät heim, gell? Hey, du kennst mich doch. Eben. Für dein Gott, alle miteinander. Ja. Und du kannst auch gleich mitgehen, ja? Der Fleisch und am Kai geht's doch gut, oder? Ja, ich weiß. Ich hab's ja schließlich untersucht. Da hast du eine Zeitung. Oh, Sag mal, Therese, was? hast du heute vielleicht einen schlechten Tag? Na, wieso denn? Warum denn? Ja, wie ist denn das dann bei dir, wenn du einen schlechten Tag hast? Frag lieber nicht. Wenn die Therese einen schlechten Tag hat, dann ist die Hölle ein Oktoberfest. Ja. Dankeschön. Red's nur, ja. Ihr werdet schon mal sein, wenn ich einmal nicht mehr bin. Dann kann der saubere Herr da Stall misten, ja? Und Missbraten. Na und? Hab ich's nicht wieder gesagt? Diese Blutstudiererei. Ja, da steht's schon, ja? Diese Sakramentstudenten, da nur Polizei. Demonstrieren sie Ja, wieder. freilich. Ist es in München an der Universität
zu Festnahmen gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat 6 Haftbefehle gegen Münchner Studenten ausgefertigt. Da schau, da schau. Warum haben Sie es festgenommen? Es handelt sich um Rauschgift, Ja. oder besser gesagt um Haschisch. Ja. Haschisch, um Gottes Willen. Dann kriegen wir vielleicht einen Schwiegersohn ins Haus, ha? Der sich so Sachen in die Adern sprutzt. Ja, pfui Teufel, ja. Genau wie im Fernsehen, wo man sieht. Wann hast denn du da was gesehen? Ja, immer schon sieht man solche Sachen. Grausig, grausig, sag ich nur grausig. Ein paar Studenten sind mit Haschisch erwischt und auch schon eingesperrt worden. Die Ermittlungen laufen noch, was? Ja, ja. Am Freitag kommt der Markus heim, da werden wir ja was Näheres erfahren. Wenn er kommt. Vielleicht kommt er gar nicht. Vielleicht sitzt er. Das hörst nicht gleich auf, das will jetzt wiederkehrt. Ja, das war vielleicht nur ihr Glück, wenn es vielleicht einen reichen, tüchtigen Bauern heiraten darf dann. Warum hast du denn du keinen reichen und tüchtigen Bauern gesucht, wie du jung warst? Er war gestraft genug gewesen für sein ganzes Leben, gell? Ja, ja. Red's nur hinter meinem Rücken, gell. Mein Gott, wie ich noch jung war, da war das ganz anders. Mei, die, wo ich wollen hätte, die haben mich nicht wollen. Und die, wo mich wollen haben, die haben entweder nichts gehabt oder ich hab's nicht wollen. Ja, ja, aber wenn der Richtige gekommen war, mein Gott, den hätte ich schon genommen, da könnt's Gift draufnehmen. Ja, das Gift hätte der Bräutigam schon genommen, wenn er die besser kennt hätte. Du hast das gleiche Schandmal als wie der Gesaufherr. Hey, Teres, wie man in den Wald reinruft, so halten es wieder raus. Eine alte Bauernregel, gell? Ja, ja. Was wahr ist, ist wahr und das muss gesagt werden, gell? Was? Wenn alles gesagt wird, was wahr ist. Ja. Ich gehe jetzt zu den anderen ins Wirtshaus. Ja, ja. Geht's hu, zum Saufen, zum Rauchen und Gottlästern. Geh noch. Immer nur Bess und Zwider sei Kunstherres. Freilich schon, dass du zufrieden warst. Ja, wieso denn? Dass ich vielleicht am Ende auch noch Bulldog fahren lernen muss, ha? Nur, weil der Herr saubere Ökonom als Bürgermeister kandidiert und keine Zeit mehr hat für Arbeit am Hof. Seid doch froh. Ein Bürgermeister leitet die Geschicke eines Ortes. Und da wäre der Hubert ein wichtiger Mann. Geh. Von der Politik ist noch nie was Gescheites gekommen. Und ein wichtiger Mann. Unser Hubert hat sich schon immer wichtig gemacht, der Geschäftelhuber. Da braucht's keinen Bürgermeister nicht. Also sag einmal, von der Demokratie hast du wohl noch nie was gehört, was? Oder wart ihr vielleicht lieber, wenn wir einen König Ludwig noch hätten? Ja, lieber war aber schon, als wie die Kasperl, die da in München umeinander laufen. Und sich einbeuten, sie sind was Gott was. Jetzt gib doch zu, dass du von der Politik nichts verstehst. Ja, was wahr ist wahr, das muss man sagen dürfen. Und dann überhaupt, der König Ludwig, das war ein schönes Mannsbild, was man von deinem Hubert nicht behaupten kann. Mir ist er schick nur. Ja, dir gefällt bald einer. Also da muss ich aus der Karte rechnen, gell? Ich finde auch, dass der Hubert ein fesches Mannsbild ist. Und repräsentieren kann der auch. Mit seiner Platten, wenn der Strom ausfällt. Ich werde ihn auf jeden Fall wählen. Ja. Jetzt Herz auf. Er ist doch nicht einmal aufgestellt. Außerdem hat Politik mit der Schönheit überhaupt nichts zu tun. Mit der Gescheitheit aber auch nicht. Sonst braucht er nicht kandidieren. Ja, aber du schon, gell? Wieso denn? Ich hab nur gesagt, dass der König Ludwig ein sauberes Mannsbild ist. Ja, deshalb hätte ich ihn auch nicht heiraten können. Der hätte er die gar nicht genommen. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber schnell. Ja, aber vielleicht hätte er mitgenommen. Was Leibarzt natürlich, gell? Also ich gehe jetzt wirklich in die Stolge. Viert euch. Ja, du Kathi, was war jetzt denn, wenn jetzt der Hubert wirklich Bürgermeister werden darf? Darf man dann auf Ansichtskarten und Biergriegel sein Konterfei auch kaufen können, wie so beim Oktoberfest? Kann schon sein. Mei, da darf ich sofort ans kaufen. Die steuern die dann in Speisen aus, dann darf sich unsere Mais totlachen. Bewahr es bitte sicher auf, dass es niemand finden kann. Auch wenn es für dich im Augenblick seltsam ausschaut. Es ist sehr wichtig für mich. Am Freitag werde ich dir alles erklären. Ja, sonst noch was. Für wie blöd hätte er mich eigentlich? Mein lieber Markus, da werden wir ein paar Wörter zum Reden haben, wenn du wieder da bist. Oder wieder umgerammt, der Großvater. Kann
riecht denn das? Das wird doch nicht. Ja, baut er jetzt sein Gras schon selber an? Deswegen die ganzen Scherereien in München. Na, warte mal. Alles nein damit. Mord er. Er braucht bloß Pfeife und ich darf seine Kohlen aus dem Feuer holen. Na, Irre. Da hast du die täuscht. Teres? Hast du mir jetzt erschreckt, Vater? Du bist der Sefer. Hast du ein schlechtes Gewissen, hä? Nein, das nicht gerade, aber du warst halt auf einmal ja so... Ja, was ist das? Ja, was willst denn du mit dem Großvater seine Stiefeln? Ja, weißt du, so, das heißt ja, mein putzt hab ich's halt. Was putzt? Gummistiefeln in der Stube herin. Und mitten in der Nacht bei Kerzen wird. Ja, weißt du, das ist halt so, weil der Großvater morgen, also ich mein, vielleicht braucht das ja in aller Herrgottsfrüh und dann hab ich mir gedacht, dann putz ich's gleich noch. In der Finstern. So finster ist doch gar nicht, ich hab doch die Kerzen angezündet. Drehst du jetzt schon auf romantisch durch, hä? Oder haben wir vielleicht Vollmond? Warum machst du denn kein elektrisches Licht, hä? Ja, weißt also, ich wollte halt niemand aufwecken. Aufwecker? Seit wann weckt man denn jemand auf, wenn man ein Licht macht, hä? Ja, weißt also, ich seh's halt im Kerzenlicht besser, ob's sauber sind, die Stiefel, weißt? Wie der Großvater es gern hat. Geh, jetzt hörst du aber auf, gell? Das ist doch ein ausgemachter Blödsinn, was du da herredst. Oder hältst du mich vielleicht auch schon für deppert? Wenn du weißt, heute nicht die Erste. Aber die können sich noch alle anschauen, wenn du Was ist denn passiert? Nichts ist passiert, nein, gar nichts. Fix. Haben Sie die nicht zum Bürgermeister aufgestellt? Nein, nicht haben sie mich aufgestellt zum Bürgermeisterkandidaten. Das ist passiert. Okay, macht ja nichts draus. Wer weiß, für was gut ist. Also du redest schon daher mit den Teres, glaubst du das? Nein, da wird der Himmel schon nicht gleich einstürzen. Wart's halt auf die nächste Wahl. Warten? Auf was denn warten? Bist du nicht deppert, mir einfällt, dass ich doch der Richtige bin? Na wirklich nicht. Nein, mir glauben's, die können mich gern haben, gell? Bitte, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Okay, reg dich nicht auf wegen der blöden Wahl. Jetzt schlafst du erst einmal drüber und morgen schaut alles ganz anders aus. Was drüber schlafen? Das ist so ein Blödsinn. Das hast du mir zu mir gesagt, wie ich noch klar war. Wirst du noch klar was? Weiß ich nicht mehr. Da sieht man's einmal wieder, was die Eltern ihre Kinder alles erzählen und hinterher wissen sie es nicht einmal mehr. Und sowas nennt man dann Erziehung. Du pass einmal auf. Dein zukünftiger Schwiegervater, gell? Wird wieder Bürgermeister werden. Ja, und gerade Auslacher wird er mich wieder, weil er mich angetupft hat. Auf was denn? Alle werden's lachen. Alle! Die ganzen Schwulschädeln. Jawohl, alle! Hey, so schlimm wird's schon nicht werden. Wirst du sehen, in ein paar Tagen redet kein Mensch mehr drüber. Und das eine sag ich dir. Wenn ein Markus, sein Vater, dir so blöd kommt, dann wird der erst gar nicht mein Schwiegervater. So einfach ist es. Evi? Eva, du bist ein gescheites Mädel. Ja, wirklich, das muss man einmal sagen. Aber so weit darf's gar nicht kommen. Und das da, das mit dem Bürgermeister, gell? Das ist ja nicht einmal das Allerschlimmste. Nicht? Nein. Was nachher? Geh ins Bett und lass mal in Ruhe. Zuerst möchte ich das nur wissen. Ein Dickkopf habe ich selber, geh ins Bett, ist es höchste Zeit. Und was ist mit dir? Wann gehst du ins Bett? Ich werde heute Nacht kein Abend das ist gewiss. Dann sag mir halt, was dich plagt. Zuerst möchte ich wissen, was an der Geschichte so tragisch ist. Vorher gehe ich nicht ins Bett. Tragisch? Tragisch ist gar kein Ausdruck, nicht? Grauenhaft wird es werden, unsagbar grauenhaft. Bis in ewige Zeiten. Wie das klingt. Du redest ja gerade so daher, als da morgen die Welt untergeht. Ja, bis noch gerade untergegangen, als klar auf der Stelle, da darf man auch verarbeiten sparen. Mei, übertreib halt nicht so. Ja, ich übertreibe ja nicht. Aber sie wird übertreiben, da, die Teres. Jesus, an die hab ich noch gar nicht gedacht. Ja, aber ich? Weil du gleich mal die Stimmen auszählt waren, gell, und wie es raus war, dass ich den Feichtinger um eine Stimme verfehlt hab, du. Eva, musst dir mal vorstellen, um eine nackte Stimme weniger wie der Feichtinger. Kannst du dir das vorstellen?
Mein Lieber, da ist mir gleich die Terrasse eingefallen. Ich hab doch direkt vor mir stehen sehen, gell? Ja, so genauso leibhaftig, wie du jetzt vor mir da stehst, so hab ich stehen sehen. Mein Lieber, und gelacht hat's. Gelacht, die alte Wiener Hex. Jawohl. Mein Lieber, so teuflisch, gell? So. Hat's wieder einmal nicht geklappt für die Bierweih. Du hast gelacht, mein Lieber. Ja, das wird hart wie ein Vater. Ja, bring mir noch eins. Vater. Ein Bier. Aber es ist noch alles vorbeigegangen. Ja, aber diesmal nicht. Nie und nimmer. Bei jedem anderen, aber nicht bei dir. Ach, ich hör's ja schon. Ja, wenn's dem Esel zu wohl ist, dann geht er in die Politik. Mit dem wird's mir jetzt planen bis in alle Ewigkeiten. Was? Nicht einmal die Ewigkeit wird ihr gelangen, verstehst du das? Unser Leben, Treiber der Himmel, Herrschaft, zackelt sie mitten in die nächste Großvater. Am Marsch. Vater? Hubert, Evi. Hast du was du? Was denn? Das Schlagkarton-Treffer hast du gehört. Ja, warum denn? Na, ist endlich soweit. Lang nur hat's ja gedauert. Das ewige Licht leuchtet hier. Ja, aber ist ja nicht gut. Ja, ich sag's immer wieder, Glück muss der Mensch haben. Vater, von was redst denn du? Ja, von der Tieres hat er's endlich geholt. Wer soll's denn geholt haben? Ist ja vielleicht wer anders gestorben, ha? Ja, da wird am Indikati, oder der Bundeskanzler. Nein, niemand ist gestorben. Die Tiere sind nicht. Nein. Schade. So ein Pech hast du gehört und ich wollte schon das Halleluja anstimmen. Na geht, das ist doch ein Schmarrn, was du da daherredest. Wieso denn? Du, da brennt die Kerzen, ihr zwei hin zueinander wie ägyptische Klageweiber. Da hab ich gemeint, die Teres hätte sich endgültig verabschiedet. War Zeit, was er wollen, gell? Höchste Zeit. Großvater versündigt dich nicht. Wieso denn? In meinem Alter darf man doch vielleicht noch einen Wunsch haben, oder? Ich bin noch zu jung, um wunschlos zu sein. Eine alte Bauernregel. Nein, bayerische Lebensweisheit. Scharfer Kreuzfeuer und der Jüngere. Aber ein Tod von jemand wünscht man sich nicht. Ja, geh ob jetzt die in 70er, jetzt hätte ich voll aus der Kurve drum. In 70er oder Bach oder nicht, das kann ja doch wurscht sein. Diese Probleme und der Besuch von Herrn Pfarrer. Und ich mein, wegheiraten wird's doch auch keiner mehr, nicht? Wo die Mannsbrüder seit über 50 Jahren einen großen Bumm um sie gemacht haben. Und Kinder kriegt's gewiss auch keiner mehr, die Tieres. Da verwette mein Rinken drauf. Ja, die Rente kannst du leicht verwetten bei den Zeiten. Ja, also. Aber sag's einmal, warum hängt ihr da so traumhappert umeinander? Noch dazu bei Kerzenlicht, wenn gar niemand gestorben ist? Ja, weißt, das ist halt, weil der Vater nicht Bürgermeister wird. Wer denn nicht? Nein. Warum nicht? Wir werden's nachher. Ja, der Feichtinger halt wieder. Der Feichtinger halt wieder. Hab ich dir nicht immer schon gesagt, dass du zu gescheit bist für die Politik? Aber der Feichtinger ist blöd nur. So ist es nämlich. Geh, das ist doch ein dummes Gerät, Vater. Du weißt, wo er ist, den kannst du zu nichts brauchen, den sein, nicht? Mit seiner Tankstelle ist er pleite gegangen. Du, und wir das voriges Jahr auf Mingo gefahren sind zum Schützenzug, da ist er als einziger im verkehrten Zug eingestiegen. Und warum ein Haar in Salzburg gelandet? Und da möchtest du sagen, der war nicht blöd nur für die Politik. Also, geschäftlich hätte er schon was drauf gehabt. Dass sein Tankstelle eingegangen ist, daran war nur die neue Umgehungsstraße schuld. Ja, genau. Und in den verkehrten Zug ist eigentlich nicht er, sondern sein Alte eingestiegen. Verstehst du das, ja? Und wie er das wieder rausholen wollte, dann ist er ums Verrecken nicht ausgestiegen.
weil sie nämlich felsenfest überzeugt war, dass recht hat, gell? Ja. 4 Stationen hat's da, bis nachgehen hat. Auch schon was. Wer hat sie geheiratet, das rechthaberische Frauenzimmer, oder? Da ist er schon selber schuld. Kein Mensch hat ihm das angeschafft. Großvater, Kein Mensch. wir gehen jetzt ins Bett. Komm weiter. Ja, Komm, gehen wir, packen wir's. nein, halt, ich habe jetzt noch einen Durst. Großvater, außer Milch und Wasser gibt's halt nichts Voll mehr. Teufel. Du, habt ihr überhaupt schon nachgeschaut? Wo? Ja, weil der Tieres, vielleicht hat sie jetzt doch die Frau gemacht und liegt da im Bett. Und kein Mensch weiß was davon. Geh, Vater! Ja, was weiß man denn? Da der kann es leicht sein, dass sie uns auch im Tode noch verzagt. Ja, Großvater, du gehst jetzt ins Bett. Nein, langsam. Ich möchte nur nachschauen. Einen kleinen Blick nur. Ganz einen kleinen Blick zur Sicherheit. Vater! Was tust du? Nichts, weg! Gott sei Dank. Mein Geschirrschrank hat den Unfall unbeschadet überstanden. Hast du was du? Nein, wer kriecht, der kann nicht stolpern. Hol die Bauernregel. Du wächst doch die Teres auf. Das kann gar nicht sein, weil die immer sagt, dass sie keine Nacht schlafen kann. Ja? Und warum nicht? Weil sie immer sagt, dass sie keine Nacht schlafen kann. Liebe Reiber, schied lieber einander! Ja, Teres! Löschers Marad Josef, ihr seid's! Ja, wir wohnen da. Was willst du denn mit dem Hackel? Ja, ich hab gemeint, Reiber sind im Haus. Oh. Ich hab's pumpen gehört. Und da hab ich mir gedacht, Kein Wort wahr. Umbringen hat's mich wollen. Wenn's hier nicht da gewesen wärt, war ich jetzt schon eiskalt. Ja. Den Schädel hätte sie mir eingeschlagen oder noch schlimmer, die Gurgel. Ach Die so. Mörderin. eine Schande ist das, dass du wieder besoffen bist. Ja, Schande! Morgen, wenn ich wieder nüchtern bin, Mann. Ah! Schande, doch, oh, du! Frau Staatsanwalt, glauben Sie ja nicht, wer ich bin. Du, wenn du denkst, nicht. Wenn ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sag. Mei, alle 3 geht's jetzt ins Bett, aber sofort. Sonst wachen wir auf, alle 5. Noch ein Wort und du schlafst raus am Misthaufen. Das ist ein Wort, Teres. Das ist, ich danke dir. Wieso? Lieber am Busen der Natur als am Abmarsch. Teres. Oh. Vater. Was ist denn heute mit meinem Kaffee? Oder muss ich zum Frühstück auch einen Schnaps trinken? Gleich bringe ich dir deinen Kaffee. Ja, Wärst du doch nicht krank werden? Gefällst du gar nicht? ich brauch dir auch nicht gefallen. Ich hab in meinem Leben schon genug Weiberlei gefallen. Bist du schlecht? Ja, Fühlst du nicht gut? ich fühle mich so wie seinerzeit, wie ich noch jung war. Aber ausschauen tust du anders. Aber fühlen tue ich mich genauso wie damals nach einer langen Nacht. Du, der Schädel brummt mir auch genauso. Ja. Was fällt dir denn noch? Meine Ruhe und mein Kaffee. Ein Zwidersmannsbub bist du heute. Boris. Nein. Wenn das so weitergeht heute, dann kaufe ich mir einen Strick und da schieß mich. Im See drin, da wo er am tiefsten ist. Schau her. Oh ja. Da hast du jetzt deinen Kaffee. Danke schön, liebe Katharina. Vielen Dank. Du, wo ist denn heute eigentlich mein Muckerl? Meine heißgeliebte Schwägerin. Hat's am Ende doch noch der Schlag getroffen heute Nacht? Das nicht. Aber beinahe. Ja, beinahe ist zu wenig. Ja, aber
Wenn's noch lebt, warum hat noch sie nicht einen Kaffee gekriegt? Weil's gemeint hat, du warst von heute Nacht nur so voller Flüssigkeit, dass du jetzt keinen Kaffee brauchst. Ja, hat sie gemeint. Ihr müsst es ja auch gescheit erschreckt haben, wie ihr da so im Finstern gesessen seid. Wir sind nicht im Finstern gesessen. Die Evi hat ja auch Kerzen gehabt. Das hat uns gelangt, das Licht. Uns drei wenigstens hat's gelangt, nicht wahr? Aber sie, die dämische Gretel, die weiß ja schon nicht mehr, was Tag und Nacht ist. Was hat denn die mit der Kerze wollen? Leuchten. Und warum? Da musst du es selber fragen. Ja, anders mal. Ich muss jetzt ins Dorf. Soll ich da was mitbringen, Vater? Ha, nein, ich brauche nichts. Was braucht denn ein alter Mensch außer der Gesundheit? Ja, ich verstehe dich schon, gell? Du, wenn der Hubert vom Acker kommt, sagst du ihm, ich bin gleich wieder da. Wie ist denn der heute beieinander? Ungefähr so wie du. Dann tut er mir leid. Also, vierte dabei. Ah, halt! So. Kathi, sei doch so gut, nimm doch die Teres mit. Die Teres? Ja. Warum? Da im Wochenblatt steht, dass das Rote Kreuz heute eine alte Eisensammlung abholt. Vielleicht nehmen Sie es, wenn es auch schon ganz schön verrostet ist, das alte Schlachtschiff. Das, wenn sie jetzt wieder gehört hätte. Mein Lieber, ein Tag, der mit Schädelweh und ohne Hoffnung anfängt. Was soll aus einem solchen Tag schon werden? Oh. Jesus Maria. Gurgel, tu die auf. Herein. Grüß dich, hab gesagt. Oh, um Gottes Willen. Aber herauf. Die Welt ist doch so schön. Meinst du? Ja, willst du den vergiften? Nicht, dass ich wüsste. Ja, warum trinkst denn du zur Not schon Petroleum? Ah, schmeckt ausgezeichnet. Ist ein guter Jahrgang. Haha. Probier einmal. An mich kannst du jung mit dem Zeug. Und die bringt's auch, die sagt er. Jetzt red nicht. Ja. Da, probier. Was? Wird der auch schmecken. Ja, du. Wirst sehen, da mach ich jede mit. Was? Hä? Ja, jetzt fahr ich ins Kaffeehaus. Ja, also du wirst das ein Schlitzohr sein, ja? Ja, hast denn du wirklich gemeint, ich sauf schon Petroleum? Du legst dich nieder und stehst immer auf. Ja, ja. Du, der ist ja gut auch noch. Ja, Birnengeist. Ja, ja. Was schlecht so wie du nie getrunken. Der haut da schon auf die Birnen. Gleich lass mich noch mal trinken von diesem Feuerwasser nein. da. Auch stille Wasser sind nass. Nix da, der muss nur eine Zeit lange. Ja. Oh, kann natürlich die Tiere lang umeinander suchen. Also ein Hund bist bei schon, gell? Was doch so obergescheit ist. Mons. Mons. Ja. Was ist schon? Rauchst du Pfeiferl mit? Du, das sag ich nicht nein, aber wenn's der Mediziner hättest. Hab ich auch. Geh, für die hab ich doch alles, so der Spezi. Geht's mir doch. Herr Freiherr. Ja, pass auf. Ja, weißt du, Was? ein alter Fuchs ist schwer zu fangen. Ja, alte Bauernregel, gell? Nein, deutsches Sprichwort. Aha, Drecksche, Drecksche. Da. Ich sage dir, auf das Versteck kommt's um meiner Lebtag nicht. Ja, was? Na, was riecht denn die? Ja, nach der Wack halt. Der Ritter ist doch keine. Die riecht ja nach Petroleum. Ach komm, ja, so ein Schmarrn. Die riecht nach der Wack. Nix. Eindeutig Petroleum, da. Okay, jetzt spinnt das erst aber schon ein bisschen scharf. Ich meine, wenn auch in meiner Laterne der Obstler drin ist, deswegen sind meine Virginer noch lange nicht aus Petroleum. Also bitte dann probier's. Also gut, dass du Ruhe gibst. Da, schau her. Petroleum. Das ist. Ja, vierte Gott, ja, pfui Teufel. Das war die Teres. Das war die Teres. Wir kamen sonst an meine Virginia Petroleum hin. Ich widerhex die Miserablichen. Gleich. Ist doch gescheiter als du Ja, glaubst. du, aber das sag ich dir, mein Lieber. Das hat sie mir nicht umsonst gemacht. Das weißt schon. Der tue ich heute eine Pumpen in ihren Nachthafen rein. Ja. Man kriegt's auf ihre alten Tage noch Sommersprossen.
Du Schatz, sag einmal, was ist denn das eigentlich für ein Tabak, den du mir da neulich gebracht hast? Der Kramer hat gesagt, das war ein ganz guter. Ein neuer mit englischem Aroma. Mit Englisch? Ganz was Feines. Weißt du was? Dann rauchen wir heute einmal ein Aroma. Zack. Mein Lieber, du und die Teres, ich sag das, mein Lieber. Ein verrückter Hund bist fein, schon ein Bazi. Du, aber das sag ich dir, das ist ein feiner Tabak, den du mir da gebracht hast. Ein gutes Kraut. Das muss man da lassen. Ja, der Kramer hat gesagt, englisches Aroma. Ja. Fand ich ganz gut. Du, der ist ja direkt betörend, ist ja der, gell? Der ist ja hervorragend. Der ist ja bärig, sag ich dir, was bei dem bleiben wir, gell? Ja. Du, da kriegt man so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, gell? Du, ich hab auch so ein Gefühl. So, wie wenn wir wieder jung wurden, gell? Ja. Da wird dann gleich ganz anders innerlich, gell? Ja, freilich innerlich. Aber äußerlich schaust du aus wie immer. So, schön, ja. So, Saufer. Jetzt, wenn die Teres zu dir reinkam, mein Lieber, da war der Teufel los. Vorsicht, wer den Teufel an die Wand malt. Spart die Tapete. Du! Was? Ich dachte dir ja feigrad einen Schluck von meiner Laterne geben. Ha! Geh her, alte Suppen hin und da die sagen, nimm mir mal einen Schluck, dass da weißt, dass es ein Leben vor dem Tode gibt. Richtig, ich will auch zuerst sterben, bevor ich tot bin. Ja. Du, entweder sie tat davonlaufen, weil sie meint, wir sind alle narrisch geworden, oder sie tat tatsächlich trinken. Das dann wurde jetzt auch einmal lustig, die alte Fischhaut. So, von da war ich auch gern dabei, wenn die Tiere so mal lustig werden, gell? Ja, wann haben wir denn schon mal die Gelegenheit, das ist eine Wundergeschichte, gell? Aber weißt du, was ich da sag? Stark ist es, der Tabak, gell? Mir kommt dir nicht vor. Wir waren ein bisschen dänisch werden dort. Mich jetzt hast du das schon. Aber vielleicht kommt es bei dir von diesem Petroleum da, respektive von diesem Feuerwasser. Nein. Ja, grüß euch. Na, was riecht's denn da? Raucht's ja kleine Kinder in der Pfeifen? Was ist denn das für ein Kraut? Mein Lieferant hat mir eine neue Mischung gebracht. Du, der riecht wie die Sünde selber. Und schmeckt tut der. Ja, das ist ein englisches Arosa. Du, da wird's dir ganz anders, Hubert. Geh weiter, rauch auch ein Pfeiferl mit. Was? Was ist für ein Pfeiferraucher? Na ja, schon gut, wenn du meinst, brauchst du brauch ich halt auch mal wieder ein Pfeiferl, gell? Ich hab schon lange keins mehr geraucht, weil ich wusste überhaupt nicht pfeifen. Ah, da hab ich's ja schon mal pfeifen. Hallo? Nein, die Post ist da, gell? Warte. Ja, du Vater, sag einmal, hast du nicht auch noch ein Schnapsel? Geh weiter. Wo hast du den eins versteckt? Ich versteck, du kommst denn auf sowas, Alter Mai. Ich versteck doch nix. Okay, versteh dich doch nicht. Wo man geht und steht, stolpert man über deine Verstecker. Das kann gar nicht sein. Weil erstens versteck ich nix und wenn ich was verstecken tat, war das so sicher, dass es ihr niemals finden darf. Du sollst dein Mai halten. Was hast du denn dann in deiner Petroleumlampen da drin? Petroleum natürlich. Ah. Was denn sonst? Ja,
Du, kann ich mal ein Schlickerl probieren von deinem Petroleum? Ja, weiter. Ja gut, weißt, dass du bist. Ist gut. Birnengeist. Sauber, sag ich. Aber du, was du da sagst, du, der Tabak da, du, der ist ja wirklich gut. Englisches Arosa. Normalerweise raucht er ja Zigarren hier. Naja, weißt du, dass er viel einfacher ist, aber du, also bei dem Tabak da, da kannst du gleich direkt wieder auf die Pfeifen kommen, gell? Narrisch, sag ich. Also, ich hab nachgedacht. Und? Hat's weh da? Nein, ich hab nachgedacht, Freunde. Freunde in der Not sind ausgewandert. Oder sie sind tot. Nein, ich hab nachgedacht, Freunde. Und das ist gescheit. Ja, aber bloß immer gescheit sein ist auch dumm. Ja, da hast du wieder recht, George. Lange Rede, keinen Sinn. Ja, ich hab nachgedacht, nämlich über die Teres. Und... Jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber es macht... Aber Wissen ist Macht, Vater. Ja, und gar nichts wissen macht auch nichts. Es macht mir gar nichts mehr aus. Was ist denn da los? Sitzen da wie ein Hähne auf der Stange und von einem herkommt und sagen, guten Tag. Wart's nur, wenn die Teres kommt, die wird's einfach schon versehen. Schöne Frau, wir sind alle bei der Arbeit. Ich jedenfalls, ne? Küss die Hand. Sag mal, was redest denn du so geschwollen daher? Ja? Ich hab mir gedacht, weil du neuerer Zeit am Sonntag mit der Uniform rumlaufst, warst wenigstens am Werktag normal. Alle Tage ist kein Sonntag. Hubert! Ja, aber Kater, was ist denn jetzt? Du wärst doch jetzt nicht der Schimpf angefangen. Jetzt geh weiter. Mausilein, da geht her zu mir ein bisschen. Was ist denn jetzt auf einmal los? Was soll denn los sein? Das Leben freut mich halt, gell? Warst du im Dorf, Kater? Ja. Hat dir dein Vater nicht gesagt? Nein. Oder hast mir nur was gesagt, Vater? Hä? Ich? Ja. Was? Hilfig von der Put, was ist denn auf einmal los mit dir? Aber was soll denn los sein? Ich brauche eine Genehmigung vom Landratsamt, wenn ich meiner Frau ein Bussel geben will, da gehen jetzt mehr. Bist sonst auch nicht so freiwillig. Doch, immer schon. Vorsicht, Hubert, es ist nicht leicht, eine Frau auf Händen zu tragen, wenn sie mit alle Füße um sich schlagt. Du pass einmal auf, gell? Ja? Für sowas brauche ich vielleicht keinen Postler, gell? Na, da bin ich schon selber da beim Dasein. Aber die Gelegenheit macht Triebe. Ja? Was sagst du, Kater? Ich sag gar nichts und das sagt allerhand. Du, aber... Sagst du jetzt da nichts dazu? Spinnst jetzt du ganz oder was? Da nicht am helllichten Tag. Da darf man ganz spinnen, gell, wenn man zu der eigenen Frau einmal ein bisschen nett ist. Aber ist recht, das werde ich mir schon merken, gell? Was ist denn jetzt auf einmal in die hineingefahren? Das war ja noch nie da. Da legst du dich nieder. Genau das will er ja. Mir war jetzt eigentlich auch der Loch. Aber für mich ist ja außer der Teres keine da. Na, lass es lieber. Schatzeit! Ein
Vormittag schon einen Rausch. Aber das sieht er ähnlich, gell? Habt ihr alle drei gearbeitet? Lieber eine gute Stellung als eine gute Arbeit. Das Bier läuft draußen der Arbeit weg und da herüber. Ja, lass laufen, die holst schon wieder rein. Mannsbrüder. Männer sind auch Menschen, genau wie du und ich. Ja. Hubert, geh weiter. Ich muss mit dir reden wegen Markus, der Kind am Freitag. Was? Dann soll der halt kommen. Du musst sich kaufen ein neues Gewand, bloß weil der die Evi besucht. Je schlichter das Hirn, desto teurer der Zwirn. Voll die Bauernregel. Hubert, ich konnte ja meine Uniform leihen. Ja, Na, siehst du auch mal was gleich. das war der Gaudi, Ich bin der Hupsi von der Post. Am Freitag ganz leicht, gell? Weil du brauchst ja deine Uniform sowieso bloß, wenn du hauptsächlich am Sonntag. So, mein Lieber, jetzt aber höchste Zeit, dass ich das einmal aufkläre, was das für eine Bedeutung hat mit dieser Uniform Es da. interessiert keine Menschen, was du hast. Ja, die Hauptsache ist, dass du überhaupt was so hast. Ja. Die Hauptsache ist, dass die Post zugestellt wird. Ach, Mensch. Also, gut, bitte, wenn das so ist, dann bringe ich also keine Post mehr am Sonntag. Mit und ohne Uniform. Spinnst du? Was? Du kommst das gehört, verstehst? Ja. Ihm schaut nicht an. Du, ihr lasst doch die Weiber reden. Was verstehen denn die schon von Uniformen? Also, pass mal. Wie ja allgemein bekannt ist, spiele ich die erste Trompete bei der Musikkapelle von der Deutschen Bundespost. Ne? Ja, das wisst man ja. Und weil wir immer am Sonntag auftreten, Das wisst man auch. ja, darum komme ich am Sonntag mit ihrer Uniform da. Ja, das wissen wir schon, Schorsch. Ja, was fragst du mich denn? Hubert, Ja, Katerle, so, was ist jetzt da mit dem Markus? Was gibt's da zum Reden? Da? ja, weil ich gerade vorhin die Bürgermeisterin getroffen habe und da hat so eine Andeutungen gemacht, dass ich so eine Sorgen habe mit ihrem Buben. Ja, weil bei Markus halt gar nichts weitergeht mit der Studiererei. Was soll der denn nachher? Ja, mein Blödsinn machen wir halt alle jungen Leute. Ja. Ja. Ich hab nie einen Blödsinn gemacht, wie ihr junger Leute wart. Ja, dafür magst du heut, gell? Danke, das ehrt mich. Also, das sind ja saubere Neuigkeiten. Von woher weiß denn das, die Feichtingerische? Weil sie ihn besucht haben, Zminga. Na, da wird er frei gehabt haben, der Markus. Weil sie halt auch die Sachen gelesen haben in der Zeitung, dass so furchtbar zugeht an die Universitäten. Drum sind sie reingefahren. Er war aber nicht auf seinem Zimmer. Was schon her? Nein, war er nicht. War er nicht? Ja, und weil es da drinnen so ausgeschaut hat, hat seine Mutter dabei das Aufräumen angefangen. Und stell dir vor, bei der Gelegenheit hat sie Papiere gefunden, aus denen daraus hervorgeht, dass der Markus bis jetzt noch keine einzige Prüfung gemacht hat. Oha, na, finde ich gut, Nachbarin. Wie lange studiert er denn eigentlich schon? 3 Jahre und noch nichts gelernt. Was, da kann alle noch zu der Post gehen, ja, ja. Da gehen schon wieder noch. In der Zeit studieren ja andere Leute auf Pfarrer. Das hat seine Mutter auch gesagt und gewohnt hat's dabei. Was? Da weiß das die Evi schon. Na, woher denn? Das arme Dirndl. Ja, was soll denn jetzt halt werden? Wie soll das weitergehen mit den zwei? Da brauchst du doch nicht aufregen, Kathi. Er ist ja nicht todkrank. Er ist ja nur stinkfaul. Hochschaufer, das ist wieder Wasser auf die Teres, ihre Mühle. Oh, da kannst du wieder triumphieren, Was gell? heißt da triumphieren? Juchzen wird's und jubeln. Was habe ich euch wieder gesagt? Und wer hat denn wieder einmal recht gehabt? Was habe ich wieder gesagt? Und wer hat denn wieder recht gehabt? Ja, du hast recht und das gelangt. Ja, ja, wie immer. Aber auf mich hört man ja nicht, gell? Der Horcher an der Wand. Oh, ich hab nicht gehorcht. Ja, woher weißt du das denn dann? Ja, weil in ganz München ist das schon rum, sogar bei in Bonn. Geh, warst du in Bonn? Okay. Das ganze Dorf redet von nichts anderem. Bist du das ganze Dorf? Du bist ganz stolz, gell? Der bleibt in der Politik, hat er saubere Kreise gezogen. Au, wenn Zwick, jetzt bin ich wieder dran. Hast du dein Maul nicht so sperrangeweiht aufgerissen? Dann brauchst du dir jetzt nicht gefallen lassen, dass man drüber redet.
Wer hat denn dir angeschafft, dass du mitregieren sollst, ha? Mein Gott, da kehren doch Leute her. Und keine so Geschwollschädel, gell? Hast du gemeint, du kannst das auch, ha? Wie der Vater, der alte Psuft, dass er Bürgermeister geworden ist, ha? Geh weiter, Teres, geh in den Stall hinaus. Verzeih den Schmarrn, die Rindviecher. Ah. Ja, wir haben nämlich ein anderes Problem. So! Was denn? Sollst du jetzt einmal, gell? Oh. Die geht das nichts an. Oh, haha! Das werde ich schon ausbringen. Also, was ist los? Ja, Was? der Markus, der sollte in der Stadt halt viel zu wenig studieren. Ah, so. Aber kannst denn du deine Goschen nicht halten? Ich hab gemeint, es gibt ein Postgeheimnis. Das gilt nur für schriftliche Mitteilungen. Ja. Oh, wenn ich wieder recht gehabt hab, gell? Ja, mein Teres, ist man da nicht sehr einsam, wenn man immer recht hat? Ja. An jedem, der nur ein Breckelverstand hat, muss das Ei sein, dass der Markus viel zu dumm ist für die Studiererei. Ja. Jawohl. Oh, ich werde jetzt selber gleich mit der Evi reden. Nix da! Du holst dich da raus! Geh, du lass das Mädel in Ruhe. Das werden wir noch schon sein. Und jetzt ein Marsch an die Arbeit. Sogar ein Briefträger hat was zu tun, wenn man es genau nimmt. Rumgehockt und geraucht ist jetzt nur geworden. Oh, Müßiggang ist das Pflaster zur Hölle. Ja, pfui Teufel, ist da das ein Gestinger, der Tabak? Stinger schon, aber wirken, dass gerade eine Freude ist. So ein unnötiger und alles wegen dem Spitzbuben. Mei, und aufdeckt wird, als wie bei einer Hochzeit. Kann der auch eine werden, wenn sonst du Markus nicht vertreibst? Der Zeit wäre dass er um die FIO holt. Außerdem ist er kein Spitzbub. Ich hab noch kein Mannsbild vertrieben, gell? Und die am Hof, diese Kerle, die dann alle miteinander verdienen. Geh zu jetzt auch. Und den lieber an der für ihr Glück. Mein Gott, wo ist denn das ein Glück? Wenn's mir um ihr Glück kann, dann müssen die den Kerl mit dem Schrupp aus dem Haus jagen. Ach, es ist wirklich ein Kreuz mit dir. Wie nur ein einzelner Mensch so voller Kreuz sein kann. Ein Kreuz. Wo ist denn das ein Kreuz, ha? Mit der Wahrheit ist ein Kreuz, ja. Aber ich bin ja die Einzige, die im Haus da immer nur die reine Wahrheit verkündet. Ja. Dann sei bitte so gut und halt dich halt ein bisschen zurück mit deinen Verkündigungen. Das kann ich dir nicht versprechen. Du musst jetzt du immer das letzte Wort haben. Schwastchen! Glaubst du, das unschaffen tust du? Meiner kennt man schon, du bist der Bauer. Das nicht, aber ich bin die putzt. Was ist mit dir? Wieso bist du denn nicht umgezogen, wo der Markus jeden Augenblick kommen kann? Du, der wird's aushalten, dass er einen sieht, der wo was arbeitet. Dann sag einmal, seid ihr übergeschnappt. Dann sag einmal, da kann man direkt meinen, der Ministerpräsident selber kommt zu uns auf Besuch. Du? Nein, wir wollen doch einen guten Eindruck machen, wenn er kommt, oder? Braucht's jetzt zum Heiraten schon einen Ministerpräsidenten, ha? Teres. Ja, spinnt's ja vom Bohrweg. Wer redet denn da vom Heiraten? Ja, es kann doch leicht sein, dass der Markus halt und Evi anhält. Ja, sag mal, bist du allen Ernstes dafür, dass unser Dirndl so einen vertrachten Studenten nimmt, hä? So einen Versager? Ich bin's ins Madel halt unbedingt eingebaut. Ja, das werden wir auch schon sehen. Ausschmeißen durch den Hochkant. Aha. Und das Madel ein Leben lang unglücklich machen, oder? Ja, das vergeht schon wieder. Das ist bei anderen auch vergangen. Andere Mutter hat auch ein schönes Kind, sagt man. Ja, wenn's Madel nur die Hälfte von deinem Dickschädel hätte, dann lass er sich Markus ja sowieso nicht ausreden.
Das ist ja das Allerneueste. Seit wann bist jetzt du auch für diese Hochzeit? Mei, das kommt ganz drauf an, Auf was? was der Bub in Zukunft vorhat. Was wird denn der schon Großes vorhaben? Ja, kann doch leicht sein, dass er Bauer werden will. Was? Bist du jetzt schwerhörig? Bauer! Der und Bauer. Bevor der Bauer wird, werden unser Kassers Bulldog fahren. Aha! Es kommt ganz drauf an, wer ihn dazu überreden hat und wer die nötige Überzeugungskraft hat. Aha, und das meinst bist du, hä? Entschuldigst schon, dass ich lache, gell? Ohne Bauer keine Efe, da die sagen. Du, dann werden wir sehen, wie er dreischauen darf, der saubere Herr Markus, ha? Du, da schneid's ja gleich im Juli. Seit wann hast du nichts mehr dagegen, dass dieser Markus da reinheiratet und den Hof erbt? Hä? Unseren Hof! Ausgerechnet ein Feichtinger! Erstens erbt er nicht deinen Hof, sondern du übergibst einmal die zwei, gell? Okay, das ist doch ein Schmarrn. Und dann zweitens kommt der Bub gar nichts dafür, dass du die Wahl gegen seinen Vater verloren hast. Und drittens und viertens ist der Markus wirklich kein schlechter Kerl, gell? Nur in so einer Großstadt, da kann es mal passieren, dass einer vom richtigen Weg abkommt. Ja, so eine Großstadt ist ein Sündenbabel. Da darf ich auch für dich nicht garantieren. Aber unser Herrgott duldet's nicht, dass man einen dann auf ewiglich verdammt. Amen. Mein Lieber, das war eine Predigt, du hättest Pfarrer werden sollen. Ja, was passt dir denn jetzt schon wieder nicht? Das geht mir alles ein bisschen schnell, gell? Da muss ich jetzt erst mit dem Vater drüber reden. Beim Weibergeschmerz, da kann man ja ganz dämmisch werden. Hubert! Ja? Schuhe anziehen! Was sag ich denn? Was sag ich denn? Dämmisch, darfst du das? Und ich gehe jetzt in Stollen aus zu den anderen Rimmfischern. Das sind nämlich die einzigen, die mich da in dem Haus verstehen. Du bist fein schwer, wenn der Markus kommt, gell? Noch ist er nicht da. Nein, da möchte ich gar nicht dabei sein. Bei dieser Naturkatastrophe will er nicht dabei sein. Schreist mir gleich, wenn er kommt, gell? Wenn das gut ausgeht. Geh weiter. Einer. Keiner will dir was Böses. Du wärst schon erwartet. Wieso? Ist die Polizei da? Polizei? Was willst denn du mit der Polizei? Ich? Nix, aber vielleicht ich. Sag einmal, wer wird denn da erwartet? Ja, du. Du kommst doch heute zu uns, oder? Jetzt geh weiter. Bloß weil ich übers Wochenende heimkomme, deckt sie auf wie für ein Kindstauf. Markus. Ja, und außerdem muss ich gleich wieder weiter. Hast du mein Backer? Ja. Ja, dann gib mir's gleich. Was flüsterst du denn auf einmal so? Bist du nur wegen dem Backel gekommen? Wegen mir warst du nicht gekommen. Doch. Freilich, wegen dir schon auch. Du, kann das sein, dass du die vor der Polizei fürchst? Ich? Wegen was denn? Zum Beispiel wegen dem Backel? Geh, sein Schmarrn. Warum soll sich denn die Polizei für das Backerl interessieren? Ich mein, ist ja bloß ein Tabak drin. Herrschaftszeiten, jetzt gib mir's halt. Du kriegst dein Backel. Wenn's mir gesagt hast, was ich wissen will. Herrschaftszeiten, Evi, es ist... Nein, ich kann nicht. Das ist alles nicht so einfach. Verlogener Kerl, du. Warum liegst du mich an? Bedeutet dir denn gar nichts? Schau, Evi. Helfen wollte dir, du Depp. Aber wenn's du nicht gescheiter werden willst, dann lass dich halt einsperren wegen deinem blöden Tabak. Aber eins sag ich dir. Warten tu ich nicht auf dich. Evi, bleib da. Schau, nichts bedeutet mir mehr als du. Lass mich bloß in Ruhe. Evi, du magst mich nicht mehr, gell? Ich? Du magst mich nicht mehr. So schaust du doch aus. Das blöde Backel ist dir wichtiger wie ich. Ah, passt schon, die zwei Mengse. Was? Schaut aber nicht so aus. Streiten die jetzt, dass man es bis über den Hof überhört. Ja, eben, das ist doch ein gutes Zeichen. Ach, Geschmarrn. Du, ich käme aus mit die Weiberleid. Haha. Wer lang streitet, der lebt lang. Alte Bauernregel. Grüß dich Gott, Markus. Ja, grüß Gott. Grüß dich. Ja, freilich, grüß Gott, Herr Kreuzbeutner. Du, streit's hier schon vor der Hochzeit? Großvater, ich glaube nicht, dass... Recht habt's, man kann nicht früh genug mit dem Üben anfangen, gell? Auch streiten will gelernt sein. Oho, dann ist die Versöhnung hinten noch umso schöner. Evi. Habt ihr's mit dem Versöhnen eigentlich auch schon probiert? Ich weiß nicht. Ui, Hubert, ich glaub, der Markus kennt sich nicht aus, wie das geht mit dem Versöhnen. Geh, sag's ihm, du kennst dich doch aus. Bist du schon lang genug verheiratet. Was? Oh, nein, also das müsst ihr schon selber wissen. Darfst nichts sagen, Vater?
Das hat eh keinen Sinn. Ja, du sollst dem Markus sagen, was er da soll zum Versöhnen. Was er da soll? Verstehe ich nicht. Gott, bist du ein begriffsstutziger Ochs, du hast gehört. Was tust denn du, wenn die Kathi mit dir schimpft? Und wenn sie umdrehen noch recht hat? Hä? Ach so. Hä? Ach so, ja, also passt. Also da gehe ich hin zu ihr, gell? Ganz nah, schau's lieb an. Dann muss ich lachen, kann ich mir besser. Und dann nehme ich sie in den Arm und gebe ihr ein Puzzle. Genau. Ja, was ist? Ein Puzzle soll es euch geben, habt ihr es nicht gehört? Ja, geschwind, es pressiert. Ich hab nämlich einen Mordsdurst und den Riesenhunger. Oder braucht ihr eine schriftliche Einladung? Hä? Ja, da vor alle Leute. Vor alle Leute sind wir alle Leute. Na gut, Hubert, dreh dich um. Ja, ich darf sowas sehen. Ich bin ja schon jenseits von Gut und Böse. Aber gut, anstandshalber dreh mich auch um. Also gut, Evi, sei mir nicht böse. Ich war dumm. Ja, saudumm. Ja, saudumm. Und bitte, es tut mir leid, sei mir nicht mehr böse. Aber nur, wenn Schluss ist mit deinem blöden Tabak. Ja, ich schwör's. Was? Auf deine Schwür gebe ich nichts. Warte, du Verlogener. Also gut, ich versprich das. Aber jetzt sag mal endlich, was das Backerl hast. Frag nicht zu viel. In Sicherheit. Die Polizei kann sie jedenfalls nicht finden. Ja, lang schon. Man, für die erste Versöhnung war das ganz anständig. Was sagst du, Hubert? Hubert, jetzt kannst du wieder umdrehen. Die zwei sind doch recht talentiert, oder? Ja, ich meine halt, wenn sie ein paar Jahre lang üben, gell? Dann meine ich, kann noch was Gescheites rauskommen dabei. Ja, der Markus. Jetzt ist er ja endlich da. Ja, jetzt ist er endlich da, mein Markus. Ja, da, schau her. Grüß Gott. Hast uns aber recht lang warten lassen. Na, du Batschi, du, was ist? No, was ist jetzt? Bist du jetzt schon Doktor oder nicht? Ja, also wisst, das ist, Also wir, was nachher, ja oder nein? das ist alles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt Ja, habe. Und wir wissen schon von deiner Mutter, dass du eigentlich aufhören möchtest mit dem Studieren, gell? ja, das wird das Beste sein. Es tut mir leid, Evi, aber... Ja, nein, aber mir tut's nicht leid. Ich hab ja immer schon gesagt... Teres, erspar uns einmal, dass wir mit anhören müssen, was du schon einmal gesagt hast. Das wird nicht gut gehen. Weil wenn die einmal nicht recht kriegt, dann reißt es. Aber wenn's mich reißt, dann fällt das größte Drum auf den auf, gell? Die Teres war nicht sie selber, wenn sie nicht schimpfen kann. Schimpfen, beschimpfen, hei. Ihr sollt doch wissen, wie das klingt, wenn ich schimpf. Na, ich hab immer schon gesagt, der Markus, der gehört in die Landwirtschaft. Der hat das richtige Zeug für den Bauern. Ja. Und heute bist du gekommen, um die Evi anzuhalten, oder? Also, eigentlich ist er ja nur Kummer wegen seinem Back. Packen, ja genau, die Gelegenheit, die wollte ich beim Schopf packen und wollte die Evi fragen, ob sie mich vielleicht heiraten will. Ja, und mich fragt doch niemand. So denn, du bist doch schon verheiratet. Also, was ist Evi? Willst? Ja, freilich. Oder hast du gemeint, dass ich Nein sage? Also irgendwie hätte sie das gehört, dass ich auch gefragt werde. Ja, gib nicht auf, hä? Naja, ich wollte sie eigentlich schon viel früher fragen, aber wir haben ja nicht gewusst, ob bei Teres nicht was dagegen hat. Was ich? Ich hab in dem Haus sowieso nichts zum Sagen. Na, und dann hab ich doch immer schon gesagt, Und wie Immer hast du recht gehabt. so ist es, ja. Ja, rein. Grüß euch gut, ohne wieder. Ja, was ist das? Verpasse ich vielleicht eine Feierlichkeit? Du, wer hat denn die gerufen, hä? Ein Schorsch braucht man nicht rufen. Das ist kein Hund. Der Schorsch ist immer da, wenn man ihn braucht. Und immer dienstlich, gell? Dienstlich, dass er nicht lacht. Meinst du, weißt nicht, dass er da heimlich immer einen Schnaps bringt, hä? Falsch, da täuscht dich. So, dann bringt er da was anderes. Aber da passt auf, ich bring das nur raus, da könnt ihr euch verlassen. Kathi, was ist es mit der Brotzeit? Komm sofort. Komm, bleib da. Der Markus hat eben um die Eva angehalten. Ja, was? Den ja Markus, ja, dann darf man ja gratulieren, gell? Erste Faktisch ist schon Gern Und geschenkt. mir muss man nicht gratulieren. Ich muss jetzt erst einmal herausstellen, ob der überhaupt was taugt. Ne? Dann kann ich immer noch gratulieren. Übrigens, für die habe ich was, und zwar mal was Amtliches. Ja. Markus, ich gratuliere euch ganz herzlich.
schauen wir mal, was da wieder wollen von mir. Da, wo sie. Ja, das darf doch nicht wahr sein, glaubst du das? Wieso, was ist denn? Na, da, Lies. Hat sich durch einen Übermittlungsfehler bei der Kandidatenaufstellung ergeben, dass die Mehrheit mit einer Stimme auf Herrn Hubert Kreuzpointner als Kandidat liegt. Hubert! Ich glaub's nicht, ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's erst, wenn es in der Zeitung drinsteht. Na, dann darfst du zum Bürgermeister gratulieren. Ich gratuliere dir mal auf alle Fälle. Ich freue mich, dass du es so weit geschafft hast. Du. Weißt du, was ja mich am meisten freut? Dass die Teres doch nicht recht hat. Da wird's lang hinbeißen. Sag einmal, wo hast du denn das Backerl eigentlich versteckt? Das wirst du schon noch merken. Du schaust, gell, dass du mir für ein Jahr wieder einen solchen Tabak bringst, da mit dem englischen Aroma. Dann mit dem anderen brauchst du dich gar nicht mehr sehen lassen, gell, sag ich dir. Das ist ja direkt ein Jungbrunnen. Wenn ich noch grad wissen darf, was das für einer war, die Schachtel hast du nicht mehr. Du, und ein Aroma hat der gehabt, gell? Und eine Wirkung. Gell, Kathi? Du bist nicht schlecht stark. Aber Emil, da. Also wenn dir an meiner Freundschaft gelegen ist, bringst du mir genau wieder so einen Tabak, gell? Du, nach dem ersten Pfeifel habe ich meinen Reis Matthias nicht mehr gespürt. Weißt du, wo der Tabak ist? Na, sag, dass das nicht wahr ist. Doch.